Ja, ja, lach. Ich bin reich und ich scheiß Warte kurz. Okay. auf alles. Partie. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Was denn da bist? 1&1. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Rudi, Lamborghini. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Deutschland hat eine sehr eigene Meme-Kultur. Natürlich haben wir auch die Memes, die es schon seit Ewigkeiten im internationalen Bereich gibt. Doch unter all diesem ganzen Müll gibt es die deutschen Urgestein-Memes. Die Klassiker, die uns schon seit Jahren Walter begleiten Frosch! und jedes Mal aufs Neue zitiert werden. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Hurensohn. Henriksson, Bruder von Jürgen Hurensohn. So eingeschweißt in die deutsche Kultur, dass man international nur noch mehr Respekt vor uns haben würde, wenn man diese Memes auf die Leute loslassen würde. Bruder, ich rasier dich mit diesem Messer, Bruder. Mit meinem Schatz. Oder hat Deutschland eigentlich, also wie ist es bei anderen Ländern? Haben die auch so viele Memes und wir bekommen davon einfach nichts mit? Oder ist Deutschland da wirklich crazy, was das angeht? Jedenfalls die meisten davon. Ach du Scheiße. Okay, also erstmal stammen verdächtig viele unserer Memes aus irgendeinem Grund aus steinalten und unfassbar schlecht geschauspielerten Pornografiefilmen. Alarm! Alarm! Gefühlt 30% unserer Memes beinhalten alte, verwirrte deutsche Rentner, die nicht mal ansatzweise erahnen können, wie bekannt sie eigentlich im Internet sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht mal wissen, dass so etwas wie das Internet überhaupt existiert. Warum? Oder sie nicht mehr. Ich habe Egal. ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal, warum? Ich habe noch nie einen Opa gesehen, der sich so hingekniet hat. What the fuck? Warum? Szenen aus dem Trash-TV, die irgendwann mal vor Jahren bei ihrer 8. Wiederholung wochentags um 11:34 Uhr auf RTL 2 liefen, bei denen man sich wirklich nicht sicher ist, ob sie schlecht geschauspielert wurden oder Menschen darstellen, die wirklich so Oh mein Gott, Digga. Damals habe ich das so geglaubt, dass der Typ wirklich Bäume ficken wollte, aber das ist alles geactet. Das ist crazy. existieren. Also, dass er seinen Schwanz, irgendwas, er wollte seinen Schwanz die ganze Zeit reiben oder so, ne? Kontextlose, schreiende Leute. Oh mein Gott, was wäre die deutsche Meme-Kultur ohne die kontextlosen, schreienden Leute? Und während die meisten einfach nur durch Zufall entstanden sind, weil jemand gerade die Kamera auf beispielsweise irgendeinen Jungen, der nicht aus... War ich auch mal ein Meme? Ich werde deine Kinder verbrennen. War das crazy? Ja, okay, Jawline, ja, okay, check. Bro, du bist ein laufendes, du Wichser. dem Bus kam, draufgehalten hat, Ich muss raus! gibt es über ein paar Memes ein wenig mehr zu erzählen. Und genau diese nehmen wir heute etwas genauer unter die Lupe. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Walter Ordnung geht bisher hier, Frosch! das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen? Zigaretten. Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingegangen. Boah, aber ich sag ehrlich, die Memes sind noch das Doppelte von crazier geworden, seit es TikTok gibt. Gewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt. Walter Frosch, ein Fußballspieler aus Oh, Ludwigshafen, Seven. augenscheinlich sehr gut ausgestattet auf dem Fußballfeld, zu einer Zeit, in der Rauchen noch als gesund angesehen wurde. Hier, danach geht's dir besser. Doch hinter dieser Person steckt mehr als nur ein einziger Clip aus einer Sportschau. Denn wenn man sich ein wenig mehr mit ihm beschäftigt, merkt man schnell, was für eine unfassbare Legende dieser Mann war. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssten. Walter Frosch war für genau 3 Dinge bekannt. Fußball spielen ohne Rücksicht auf Verluste, W. Rauchen und Saufen. Wer hat W. Angst vor Walter Frosch? Seine Spitznamen waren Frosch der Treter, Treter der Liga sowie der wandelnde Kneipentresen. Und zugegeben hätte ich ziemlich viel Angst, wenn mir jemand mit so einem Spitznamen auf dem Platz Wandelnder Kneipentresen. begegnen würde. Viele Leute behaupten von mir, dass ich einer der größten Trainer im Südwesten sei. Dies muss ich dementieren, da diese Leute nach meiner Meinung keine Ahnung haben vom Oder ich werde ausgelacht, wenn ich sage, dass Leute damals so geredet haben auf Serious. Schaut euch den an. Wie redet er? Wie redet er?
Er redet so, als wäre König gerade vor ihm. Fußball spielen, sollten doch viel besser Tischtennis spielen oder Tischtennis zuschauen. Die Kneipe war sein zweites Zuhause. Auf in die Kneipe. Einmal war er am Vortag eines Spiels gegen Schalke bis 3 Uhr nachts noch mit seinen Jungs draußen, hat vorgeschlagen, für 10 Liter Bier ein 400 Meter Wettrennen zu machen, gab all seinen 5 Kollegen ganze 100 Meter Vorsprung und hat trotzdem... Was? Das ist die Kraft des Bieres, meine Freunde. Er kam somit regelmäßig verkatert zum Spiel, hat dann angefangen, alle Leute wegzugrätschen und sich zu prügeln oder mit irgendwelchen anderen Spielern Stress anzufangen. Laut eigener Aussage raucht er 60 Zigaretten pro Tag, was auch die angenehm hohe Stimme erklärt. Ja, alles in Ordnung. Irgendwann unterschrieb er sogar bei Bayern, doch nachdem er sich mit dem Trainer gestritten hatte und dieser schnauzte, wenn du keine Lust hast, bei Bayern zu spielen, dann geh doch ein... Digga, ich hab mitbekommen, das ist eine TikTok-Quelle jetzt. Kann sein, dass er das auch gleich sagt. Walter Frosch hat bei 2 Clubs gleichzeitig unterschrieben. Oder 3, glaube ich sogar. Unter anderem FC Bayern. Digga, er hat einfach mit 2 oder 3 gleichzeitig unterschrieben. Digga, what the fuck? Einfach ging Walter Frosch einfach und wechselte ohne zu zögern den Verein. Auf seine bereits 19 gelben Karten vor Saisonende wurde er irgendwann angesprochen und sagte nur, 19? Im Spiel in Berlin hole ich mir noch eine gelbe und dann ist das doch eine runde Sache, oder? Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Ja, klar. Die heute im Fußball etablierte Gelbsperre, also dass Spieler nach einer gewissen Anzahl von Karten nicht mehr mitspielen dürfen, ist einzig und allein wegen Walter Frosch und seiner Sammlung von gelben Karten entstanden. Sein schwerster Gegner, den er bis dahin hatte, war kein Fußballverein, sondern laut eigener Aussage der Kneipentresen. Nachdem dann irgendwann dieser Clip entstanden war und jeder merkte, wie unfassbar wichtig Walter seine Zigaretten sind, passierte leider das Unausweichliche. Und oh, der Ex-Fußballprofi Walter Frosch ist tot, der besonders beim FC St. Pauli als Idol verehrte frühere Abwehrspieler ist mit 62 Jahren einer Krebserkrankung erlegen. Digga, ich finde trotzdem 62 Jahre crazy. Digga, wenn er wirklich 60 Zigaretten pro Tag geraucht hat. Walter Frosch verstarb an Krebs und bleibt heute für seine legendären Anekdoten in Erinnerung. Bisschen gewundert, dass... Oh mein Gott! Er erzählt von Carsten! Oh mein Gott, okay, das ist krass, das ist krass, das ist krass. Was ist denn mit Carsten los? Bruder, was ist mit Carsten los? Ich hab keine Ahnung. Warum hier nur? Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Okay, wer ist Carsten? Warum fällt er hin? Und vor allem, was ist mit ihm los? Ja. Was ist denn mit Carsten? Die Frage, die schon seit Jahren das ganze Internet begleitet. Ich glaube, wenn man eine Zeitmaschine bauen würde, um damit dann in die Vergangenheit zu reisen, würden sich die Leute dort schon fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist denn mit Carsten los? Die Kommentarsektionen haben auf jeden Fall sehr interessante Theorien über diesen Mann. Vielleicht, Digga, das ist alles aber kein Schlaganfall. Bro, what the fuck? Oder wenn er Schlaganfall hat, dann liegt er zitternd am Boden und rennt nicht noch irgendwie und geht einfach geradeaus. Der aus dem Heiteren einfach anfängt, gegen einen Wohnzimmertisch zu sprinten. Der ist bestimmt auf einen Legostein getreten. Beschleunigungsfeld aus Mario Kart. Hasste keine Chance. Er hat zu viel in Geschwindigkeit geskillt. Goldpilz auf der Strecke ist aber auch gefährlich. Carsten Wollner ist Schlangenexperte und züchtet bei sich zu Hause exotische Tiere, wie zum Beispiel diesen Dinosaurier hier. Okay, der ist... Digga, es wäre crazy, wenn Carsten noch lebt. Nicht echt, aber dafür diese gelbe Schlange in seiner Hand. What are you so mad about, you little cocksucker? Nach dem Clip, welcher aus der Fox-Sendung Wildes Wohnzimmer, in der Leute ihre exotischen Tierhobbys zeigen, stammt, meldeten sich zahlreiche Leute bei ihm. Manche, die ihn einfach nur anruften, um zu fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist eigentlich mit dir los, Carsten? Manche, die einfach nur Fans von ihm waren oder eine Lehrerin, die für ihre Schüler herausfinden wollte, was denn jetzt mit ihm los sei. Digga, Real Talk W Lehrerin, what the fuck, Mann? Digga, Lehrerin findet heraus, was mit Carsten los ist, um es ihren Schülern zu zeigen. Digga, das ist eine Lehrerin, die sich mal Mühe gibt, Alter. Mein Lehrer hat 10 Minuten in der Stunde angefangen vorzubereiten, was wir in der Stunde machen. Digga, der hat dann die Stunde begonnen, er sagt, yo, ich bin kurz kopieren.
sei. Seit diesem Clip findet man unter gefühlt jedem Video, bei dem irgendeiner hinfällt oder plötzlich losrennt, mindestens einmal den Kommentar: Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Nun, aber was ist denn jetzt mit Carsten los? Can I stay? No. Carsten Wollner lebt mit Diabetes Typ 1 und wenn er unter hohem Stress steht, wie in anscheinend diesem Video hier, wird der Körper stark unterzuckert. Erst sind es kleine Anfälle oder starkes Schwitzen, doch so 3 bis 4 Mal im Jahr fühlt es sich für ihn so an, als übernehme eine fremde Macht seinen Körper. Und was? 3 bis 4 Mal im Jahr und gerade dann, wenn Fernsehen bei ihm ist, ist es passiert? genau das ist in diesem Clip passiert. Carsten selber ist laut eigener Aussage übrigens gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen. Hunderte Anrufe, Mails und Facebook-Nachrichten waren es, sagt Wollner, verteilt auf 11 Jahre. Das Internet brach nicht über ihn herein wie ein Shitstorm. Was? Das Internet brach nicht über ihn herein wie ein Shitstorm. Es war eher wie ein ewiger, nerviger Nieselregen, der nie richtig aufhört. Manchmal kam monatelang nichts. Wollner hoffte, es überstanden zu haben, dann folgte die nächste Dusche. Uiuiui. Ist gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen würden. Aber ich glaube, durch dieses deutsche Urgestein von Meme wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held gefeiert. Real Talk. Carsten W. Nein! Wir sind der eine ist tot! Was? Unseren ultimativen Trick. Ich bin gespannt, was mit dem ist. Ich glaube, ich hatte mal die Antwort, aber ich habe es wieder vergessen, weil ich kann mir jetzt nicht erklären, wie zum Flying ich glaube, es ist legit nichts passiert. Ich glaube, man denkt, der ist gestorben, aber der ist gar nicht gestorben damals. Also es war gefaked. Es war gefaked. Es ist das, was ich weiß. Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Das war ein Troll, oder? Jungs aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viele Kühe stehen, wurden durch dieses Video beide relativ schnell berühmt. Für damalige YouTube-Verhältnisse war es für ein paar Wochen das virale Video. So gut gemacht, den kann man auch in der Lokalzeit zeigen. Mehrfach gezeigt im Fernsehen. Galileo, Verstehen Sie Spaß, CNBC, zahlreiche andere Fernsehsender, ein gewonnener Junge, was? Guys, don't feel bad for them, they're German. Was? Doppelso? Endlich kommt, Männer! Endlich kommt! Was? Die kompetentesten Experten haben versucht, dieses Video zu reproduzieren. Wie konnte Michel überleben? Was ist mit dem... Wie konnte Michel... Totem auf Undying. Überleben? Was ist mit dem Fisch im Aquarium passiert? Wait, da war ein Aquarium. Das habe ich gar nicht gesehen. Da war ein Aquarium? Nach Hause. Geht es dem Schrank und seiner Schrankfamilie gut? Fragen über Fragen. Doch die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht mal so weit entfernt. Sie ist nämlich ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ein Bekannter von Michel und Sven hat für seine Bachelorarbeit an einer Medienschule ein Projekt in Richtung Fake News und Meinungsmache in den Medien gestartet. Glaubst du alles, was du im Netz siehst? Und dazu gab es eben eine selbstgemachte Fake-Reportage. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt Frau Ingrid Böckel, Mutter des tragisch verunglückten Jungen. Ein Trash-Hochzeitsvideo. Und eben 2 Jungs, von denen einer bei einem Zaubertrick umkommt. In der Nähe von Michel und Sven stand damals ein altes Haus, welches abgerissen werden würde. Und so dachte man sich, man nehme einen alten Schrank, stellt eine Kamera hin und albert erstmal ein Halt dein Maul. Halt dein Maul. bisschen herum. Der an einem Fenster stehende Schrank wurde in einem separaten Take einfach durch die Hand auf den Boden geschubst.
Vor allem, weil ein kleiner Michel offensichtlich nicht ausreicht, um einen ganzen Schrank umzuschubsen. Michel und Sven konnten somit ganz entspannt ein bisschen schauspielern, sich zu Boden werfen und voilà, ein perfektes, virales Fake-Video. Was? Digga, er ist nicht gestorben? Bro, warum sagt er mir das? Das war alles Fake? Also von irgendwo wusste ich, dass es Fake ist, aber dass die es so krass gefaked haben, wusste ich nicht. Digga. Das ist schlimm, dass er noch lebt. Nein, aber Bro, es ist schlimm, dass das alles gefaked ist. Video. Die Hinweise, wie zum Beispiel der sich auf einmal bewegende Stift zwischen den Frames, wurden zwar ein paar Mal kommentiert, doch wurden diese überschattet von den Leuten, die schrieben, oh my god, Michel ist fucking dead. Als das Ganze dann durch die Decke ging, also wortwörtlich, wurde sich auch noch an ein paar Nachfolgern versucht. Looks like they got over Michel's death. Hallo, ich bin Michel und springe über eine Kuh. Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu! An sich waren es einfach nur zwei Jungs mit einer Kamera und viel Freizeit. Ja. Dann gab es noch einen Autotrick, der auch... Jules, warum machst du in jedem Video ein 9/11-Ding? Ich frag nur. In jedem Video, legit. Nochmal ganz gut an Popularität gewann. Was? Gut an Popularität gewann. Was? Jedoch wurde dieser ziemlich schnell runtergenommen. Wahrscheinlich, weil Leute den sich auf magische Weise nicht wirklich bewegenden Schatten kommentierten. Did you see what I did there? It's a scam. Das sind Michel und Sven heute. Laut einem Weiß-Interview aus 2020 beide in ihrer Ausbildung und sich darüber freuen, dass sie früher durch die ganze Sache kurzzeitig die Stars auf dem Pausenhof waren und sich von den paar hundert dabei rumgekommenen Euro ein paar coole Lego-Sets leisten konnten. Welcome to a town that doesn't exist. Bielefeld. Digga, denkt ihr, einer von denen ist Hugo-Viewer? Does not exist. Bielefeld gibt es nicht. Es werden zahlreiche Straßenschilder gefaked. Kennzeichen werden an ausgewählte Leute vergeben, um den Anschein zu erwirken, diese Stadt würde existieren. Und die Anzeichen auf eine große Verschwörung von den bösen Mächten werden immer klarer. Hey, wer ist Clara? Ewig lange gesperrte Autobahnen nach Bielefeld. Auf Google Maps war lange Zeit da, wo Bielefeld angeblich steht, nur Wald zu sehen. Wie kann es sein, dass Bielefeld existiert, wenn User SDsnuts35 behauptet, er käme aus Bielefeld und würde nicht existieren? Dieser Redditor hat ein Foto von Bielefeld gemacht und siehe da, man sieht, es existiert nicht. Ist irgendeiner hier aus Bielefeld? Irgendwer? Ja? Gibt es Bielefeld? Nein? Alles klar. Digga, aber wisst ihr, was es wirklich nicht gibt? Mecklenburg-Vorpommern. Das gibt's nicht. Dankeschön, Bro. Die großen Mächte da oben sind so sehr bemüht, die Nicht-Existenz von Bielefeld aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwann sogar eine ganze Stadt mit dem Namen Bielefeld gebaut haben, welche genau dort steht, wo Bielefeld angeblich sein sollte. Nun, dieser ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993, als Informatikstudent Achim Held einfach aus Joke auf einer Studentenparty sagte, yo, Bielefeld gibt es nicht. Was? Die Idee dieser Verschwörung war damals anscheinend so lustig, dass man im Bekanntenkreis den Joke einfach weitererzählt hat und irgendwann fand er auch seinen Weg in das Internet. Und wisst ihr, wie das Internet 1993 aussah? 99% hässlicher Text. Das erste existierende Meme zu der Zeit war ein tanzendes Baby. Und wenn ihr mich fragt, repräsentiert das ganz schön gut, wie hoch die Messlatte damals war und warum ein ellenlanger Internettext über die Nicht-Existenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Heute kann man gefühlt jeden zweiten Bielefelder fragen und er wird mindestens schon einmal mit der Aussage, Bielefeld gibt es nicht, konfrontiert worden sein. Wenn ich sage, ja, ich komme aus Bielefeld, sagen, nö, das gibt's ja gar nicht. Ich war kürzlich erst in Australien, da wurde mir auch schon direkt gesagt, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Wird immer wieder darauf angesprochen, dass es Bielefeld nicht gibt. Manche Bielefelder nervt es sogar so sehr, dass sie sich schon schlagfertige Antworten auf die Aussage überlegen müssen, wie zum Beispiel die verzweifelten Leute aus dem Bielefelder Subreddit. Keine Sprüche, einfach gut ostwestfälisch aufs Maul. Sehr unzivilisiert. Ich würde einfach in sein Café spucken und wortlos weggehen. So
Wenn jemand fragt, ob's... Was würde ich machen, wenn ich in Bielefeld wohnen würde und ich würde jeden Tag gefragt bekommen, yo, gibt's das überhaupt? Du würdest es glauben, ja, aber ich würde ja da wohnen. Ich wüsste ja, dass es das gibt. Luxemburg gibt es nicht? Doch, Luxemburg gibt es. Ich wohne gerade hier. So sehr, dass der Bürgermeister von Bielefeld 2019 selber keine Lust mehr hatte und ganze 1 Million Euro demjenigen anbietet, der beweisen kann, dass diese Stadt wirklich nicht existiert. Ey, was? Ich bin der Oberbürgermeister. Ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles da. Das gibt es. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben gewonnen. Bielefeld. Jungs, setzt euch an eure Rechner. Wir müssen 1 Million Euro verdienen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Gute Arbeit. Und jetzt erledigt ihn. Und heute ist es einfach nur noch ein gängiger Internet-Joke, bei dem bei allem, was auch nur ansatzweise mit Bielefeld zu tun hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Lol. Ey, geiles Video. W-Video. Wow. W, dass er jetzt auch kurze Videos macht. Holy shit.